Schöne gute Morgen, mein Name ist Weber Ben. Ich bin Chefkoch aus dem Restaurant Gute Kast von Hala. Und heute zusammen machen wir einen kleinen Knödelstipp. Dafür brauchen wir Creme fraiche, Pfeffer, Salz und natürlich Knödelig. Für uns schälen wir den Knödelig und schneiden ihn klein. Was beim Knödelig so schlecht zu verdauen ist, als der King, der dran ist. Für den King rauszuholen, schneiden wir den Knödelig ein Teilchen und dann brauchen wir just mit der Messerspitze die kleinen Keimlinge rauszuziehen. Wichtig ist doch, dass man den Knödelig nicht unbedingt zerdrücken, weil wenn man zerdrücken, kommen verschiedene Butterstoffe, die sich dann entwickeln. Dafür ist es doch wichtig, dass man den Knödelig klein schneiden. Leiste Schnitttechnik beim Knödelig ist genau dasselbe anwenden wie bei der Zwiebel und das geht so. Dann ist es soweit, dann holen wir als Creme fraiche raus. Normalerweise sammelt sich ein bisschen Wasser auf der Creme fraiche. Das wollen wir aber nicht an eine Creme kriegen, dafür schütten wir das auf. Dann machen wir unseren Knödelig dran. Pfeffer, Salz. Da braucht man die ganze Sache just noch zu mischen. Kann ich natürlich x-beliebig Kräuter dran schneiden, kann ich mit verschiedenen anderen Gewürzen schaffen. Wir könnten auch ein bisschen Quatre d'épices dran machen, Curry, Paprikapulver. Wie gesagt, es gibt keine Grenze bei diesem Rezept. Den Dip kann ich mit Petersilie, mit Bratzeln, mit Koriander, mit allem, was ihr am Gerd findet, könnt ihr immer dran mischen. Könnt ihr dann wie bei Fisch, bei Wild, bei Poulet, bei eigentlich allen Gerichten passt das heute dabei. Die muss ich just mischen. Was wichtig ist, sobald wir Knödelig dran machen, es braucht eine gewisse Zeit, bis der Knödelig an der weiße Käse und Creme fraiche übergeht. Das heißt, es braucht 1 Stunde bis 2 Stunden zu ruhen am Frigo und danach kann ich die schon genießen.